Also mir wollte gerade aufhängen, mir so eine ganz große Merci für Ihre Präsenz heute Morgen. Das ganz flott für uns wichtig. Und wie gesagt, wir lassen Fenster und Lummeln ab, weil wir haben eben kein Klima und das ganz, es geht immens warm. Am Moment müssen wir noch packen, dafür gucken wir auch. Sehr da durchzugehen und für sehr da durchzugehen, werde ich auch allein die Programm, den wir heute präsentieren. Es geht darum, den Titel von der Pressekonferenz zu der Matkre, dass l'OGBL s'invite dans la campagne électorale. Es geht um Parlamentswahlen, wo man pur Akzente will sitzen, was alles wichtig ist als OGBL was wir erwarten von den politischen Parteien. Wir haben natürlich statt ob all Sujet resümiert, die alles wichtig sind, die Leute vertreten, die also Konzernäre, die mir vertreten, all die schaffen Leute pensioniert für Familien zu Lützburg. Quasi ganz Geschäftsführung vom OGBL agitieren heute den anderen Kompetenzbereich aber wenn noch frohen da sind sie auch alle guten disponibel mir für als Zeitgründe wollte man aber proposieren, dass ich durch den ganzen Text gehe. Also so eine große Merci, weil könnt ihr nicht raus aus dem ganzen Wahlfieber und Wahlprogrammer. Wir wollten aber aufwarten, dass Gemengewahlen haben, da sind an die ganzen Elan Gemengewahlen und das lo die einzelnen politische Parteien so los erwaschen an den Wahlkampf trete schon getröte Sinn für die Parlamentswahlen. Und da war da eben ganz wichtig zu sagen, wir sind als OGBL an die Leute, die man vertreten, konzerniert. Dann sagt wirklich die nationalpolitische Orientierung vom Land determiniert. Dann do sind ganz, ganz wichtige Momente, die sich werden entscheiden. An die Politik, die eine Regierung feiert, dann die letzte Regierung gefordert wird, dann die nächste wird feiern, hat natürlich direkt Reperkussionen auf die Hunderttausenden von schaffenden Leute, Pensionierten hier am Land. Dafür ist also OGBL betrifft hat sowohl Residenten von letzter Nationalität wie Residenten von anderen Nationalitäten, wie aber auch die ganz, ganz viele Frontalien hier am Land. Und die sind alle gut direkt impactiert von der Politik, die gemacht wird. Und dafür, also da ist wichtig zu sagen, dass wir erwarten, dass eine Regierung eine moderne Politik möchte, eine fortschrittliche Politik, eine Sozialpolitik und eine gerechte Politik. Und das sind eigentlich die Hauptmessagen, die wir auch heute wollen gehen. Im Prinzip also es ja so, dass man keine Wahlrekommendationen machen, das schon viel kommen, das auch nicht ausgeschlossen, mit das ist dann nicht heute Bild von dieser Pressekonferenz. Dafür muss man auch die Wahlprogramme von den einzelnen Parteien aufwarten, natürlich. Mit Rekommendationen, also aber allgemein zu sagen, hey, guck dir die heute Punkte nun, das sind die Punkte, die Leute interessieren, und das ist wichtig, dass du darüber gelauscht hast. Wir sind als OGBL, das wisst ihr, unabhängig, parteipolitisch auch unabhängig, wir sind ein unabhängiger Gewerkschaftsbund, was eben nicht bedeutet, dass wir politisch neutral sind, aber wir haben Meinungen an die Sommer, das war immer so und das wird auch immer so sein, und da haben wir auch nicht ob das im Moment gewählt wird, das zu machen. Mir natürlich, also immer kurz für politische Wahlen, wichtig, vielleicht die Meinungen nach Hause noch zu bringen. Wir wollen, und dafür, an dem Sinn, haben wir ein Dokument aufgestellt, was, wie man so oft versichern, soll ganz kurz sein, aber das ist immer ganz schwierig, sich kurz zu fassen, um so wichtige Sujets. Wir dürfen an der Gesichtheit bei den großen, wichtigen Kapiteln Bullet Points, wo man wirklich versucht, zu resümieren, was sind die wichtigsten Punkte haben. An das Dokument werden wir auch und die Einzelparteien verschicken. Wir werden sie auch bei der Rentrée invitieren. Da ist sich darüber erhalten in Form von einer Table Ronde. Wir werden auch ganz genau gucken, was die Einzelparteien an ihre Wahlprogramme schreiben. Wir erwarten, dass sie 5 bekennen, und wir erwarten, dass sie so viel wie möglich überholen. Davon wir so hier am Text consommer sans modération sozusagen holt. Wir sind auch nicht groß über Plagiatbetriebe geteilt. In diesem Fall kann Jitgen sich drin
inspirieren. Datei sind die wichtig Punkte wie gesagt für Salarien Rentner hier Familien die man vertreten und da werden man diesen Dossier auch an unserer Edition vom aktuell hun der Tisch die geht und all Membern vom OGBL wo man dann eben auch einen Appell machen und als Membern zu so lesen Statur guckt was wichtig ist wann das Wahlprogramm kriegt wat wichtig ist an ihre Konsiderationen für ihren Wort zu machen. An hier werde man auch also bei Wahlprogramme alle raus sind ganz raus sind und so werde man auch komparativ machen und du drauf zurückblicken was dann die Einzelparteien dazu sagen. Das ist also wie gesagt kein exhaustiv List von Forderungen an Visionen an Ideen wir haben heimisten einen Tri machen und wir haben als versichern ob die Lummel zu resümieren die also Menschen umholen und geht am Arbeitsrecht was ja nicht verwunderlich das sind wir direkt an Eisem geschafft und die wissen dazu mal schon sind da einer Zeit schon dass viel Bedarf besteht an einem Arbeitsrecht. Jeder weiß, dass die Arbeitswelt, die Wandel, dann die ganzen Transitionen, die man da durchgehen, an die schnellen Strukturwandel durchläuft, aber eigentlich man nach einem Arbeitsrecht zu dienen, was da war, überholen, also was müsste reformiert gehen. Und dafür brauchen wir ein neues Arbeitsrecht, ein modernes Arbeitsrecht, ein progressives Arbeitsrecht, irgendwas wirklich seinen Sinn und Zweck erfüllt, und zwar das Salarié auf seinem Arbeitsplatz zu schützen. Und da gibt es ganz viel Bedarf. Wir haben oft gesagt, es besteht ein Reformstau an diesem Droit du Travail zu Lützeburg. Natürlich, also ist auch bewusst, es war Covid und so, dass vieles konnte nicht gemäht gehen an dieser Mandatsperiode von der Regierung. Mit war aber alles versprochen gehen 2018 am Koalitionsprogramm von der aktuellen Regierung. Und dafür appellieren wir heute ja du pain sur la planche. Dann haben wir an dem Kapitel Arbeitsrecht als Insel Hauptprioritäten. Ich nenne da pur, den Rest könnt ihr am Dokument lesen. Das Wichtigste für uns am Moment, und das wisst ihr, als die notwendige Reform über das Kollektivvertragsgesetz. Weil wir haben ein Kollektivvertragsgesetz, was zu alles, aber was nicht mit der Realität vom Tissu Ökonomik zu Lützeburg entspricht. Und durch neue Gegebenheiten auch von der Lützeburger Wirtschaft bräuchte mir ein besseres Kollektivvertragsgesetz. Entweder das mehr möglich ist, auch sektoriell Kollektivvertragsträger zu haben. Wir haben noch europäische Rekommendationen, die so, wir bräuchten eine tote Kuvertur von 80% Kollektivverträge. Wir sind bei immer noch rund um die 50%, je nachdem, wie ein Sektor nicht guckt. Mais allgemein sind wir wirklich zu tief. Ganz viele Salarien in Lützeburg sind nicht couvert durch einen Kollektivvertrag. Dafür brauchen wir da ein neues Gesetz, ein besseres Gesetz mit all den Detailen, die ihr könnt lesen. Wir brauchen mehr Schutz am Fall von Unternehmen, denen es schlecht geht, was dort dem Salarié geschieht. Und das so wir auch schon ganz lang. Und da tun wir eigentlich während Covid am Anfang gesagt, passt auf, weil wenn nicht dazu kommt, dass durch die ökonomische Situation Entreprise müssen zumachen oder restrukturieren, dann muss man viergreifen und antizipieren und am Anfang besser Gesetze auf dem dritten Niveau holen. Was nicht geschieht, los sollte man bei der Energiekrise und den Polykrisen, an denen wir uns am Moment befinden, und wir kommen dann nicht wirklich weiter. Muss ich zwar so, nicht gibt mittlerweile das Komitee permanent du Travail et l'Emploi, den sich mit der Frau beschäftigt, aber es wird nicht mehr, das Regierung wird nicht mehr machen auf dem dritten Punkt, also es wird nicht mehr zu Gesetzen kommen. Was heißt das? Wir brauchen ein besseres Gesetz zum Plan Maintien en Emploi, wir brauchen bessere Gesetze zu Plan Sozialen, wir brauchen bessere Gesetze zu Failliten. Das ist die ganze Wolle Sécurisation von den Parcours professionell von dem Salarié, den aber do ausgeliefert ist in einer Situation, wo er dann nicht dafür kann. Wenn wir beim Arbeitsrecht sind, brauchen wir natürlich bessere Arbeitszeiten. Ich meine noch da hat der OGBL schon ganz oft Position gesagt, wir sind auch durch der Transition von der Arbeitswelt auch eine Ahnung durch Transition ökologisch an auch digital, da man da konfrontiert, dass man heute eine ganz seriöse Diskussion können, also alle Fähren über die Arbeitszeit Reduzierung, alles das wiederholen wir, Recht auf temps partiel, ein Recht auf Retour à temps plein, wenn das Salarié an seinem Leben als die Trajektoire gesagt. Wir brauchen noch, wenn wir beim Arbeitsrecht sind, eine Erhöhung vom Mindestlohn.
Wir sind an einer ganz schwerer Zeit für den Pouvoirschaft und Leute. Wir sind an einer Zeit, wo, das ist eigentlich dramatisch, an dürfte man nicht akzeptieren, Lützeburg Spitzereiter ist an der Working Poor. Das haben wir an der Chambre des Salariés auch aufgehoben an einem Panorama Social, die traurige Statistik. Ja, was kann du gehen machen? Das ist, was du kann machen. Du gehst, das sind aus dem Mindestlohn setzen, weil die Leute, die schaffen gehen an AWA, riskieren arm zu sein, im Moment vom Mond, das sind die mit den niedrigen Löhnen, das sind eine andere die Mindestlöhne, und dafür brauchen wir eine Erhöhung, strukturelle Erhöhung von 10% vom Mindestlohn. Wenn wir beim Arbeitsrecht sehen, brauchen wir aber auch ein neues Arbeitsrecht, was moderner ist, was angepasst ist auf die neue Formen von der Arbeit. Ich gehe just kurz Stichwort Plattformarbeit, dann Uberisation an alles, was durch an den Druck kommen. Aber wir brauchen eine bessere Arbeitsmedizin, die auch denen Gegebenheiten Rechnung trägt. Und da sind wir bei der Arbeit von der Zukunft. Wir wissen, dass die Arbeitswelt viel ändert im Moment. Wir haben ganz viele neue Herausforderungen. Die aktuelle geopolitische Situation, mehr aber auch Transition, ökologisch, digital und so weiter, ob da bist, bringt eben noch neue Challenge mit sich. Und bringt neue Opportunitäten mit sich, mir bringt aber auch den Challenge mit sich für allem, den wir im Moment gut kennen, alle gut als die von der Penurie de Main-d'œuvre, Penurie von den Kompetenzen. Und das mischt natürlich Spannungen im Arbeitsmarkt. Und du wollen mir gehen viel gehen, dass wir eben bessere Arbeitsplätze schaffen. Attraktive Arbeitsplätze mit guten Löhnen, mit guten Arbeitskonditionen, Arbeitsplätzen, die auch, wo der Anspruch rasch gibt für die schaffenden Leute. Da ist auch mehr Co-Gestion, mehr Stärkung von den Gewerkschaften und nicht, auch bessere Arbeitszeiten und nicht immer mehr Flexibilität, wo ich immer mehr muss ansprangen und permanent connectiert sind. Dazu gehört natürlich eine Verbesserung vom Sozialdialog, mehr attraktive Arbeitsplätze, bessere Co-Gestion und das sowohl an der Entreprise wie aber auch an einem großen Sektor wie auf nationalem Niveau. Dazu gehört auch als Pratze machen auf KI, an all hier Defien auf der Arbeitswelt. Das wird uns alle gut mit neuen Situationen konfrontieren. Wir wollen auch an dem Kontext trotzdem sichere Arbeitsplätze, fast Arbeitsplätze. An der Contrat durée indéterminé soll immer noch Priorität sehen, an sichere Arbeitsplätzen auch für die Jungleute sollen immer noch Priorität sehen. Und an dem Kontext appellieren wir auch darum, dass auch, ja, du kannst nicht so als natürlichen Appell und Arbeitgeber seid, mit der so ein Appell und Politik, weil Politik hat auch eine Verantwortung zu überholen, an dem sie eben gut Gesetze schafft, an dem sie gute legislative Kader möchte, mehr an dem sie aber auch aufpasst, wie sie die Entreprisen unterstützt. An dem Kontext machen wir einen Appell und die solchen Aide aux Entreprises, aber auch alle fiskale Erleichterungen für die Entreprisen und alle Unterstützungen für die Entreprisen, dass du die Regierung an Politik auch aufpasst, dass da eine Entreprise geht, die Rechte von den Leuten respektieren und die sich die Sozialkriterien halten. Und das muss Schluss sein eigentlich mit den Blanko-Schecken, die aber ganz viel gelaufen sind in den letzten Jahren, ohne auf die Insel Menschenrechte, Umweltrechte, Sozialbedingungen aufzupassen. Und an dem Kontext neue Arbeitswelt, große Transition, die man macht, also natürlich mega wichtig, dass man uns ständig alle Gute weiterbilden. Das gehört halt zu der Zeit von Haut und zu dem Leben von Haut und der Arbeitswelt von Haut. Ich benutze die Termen nicht gerne, die wissen, was geht, das Reskilling und das Upskilling. Und wir alle Guten müssen uns aufpassen und die neuen Gegebenheiten an dafür wird der Wert von dem ständigen, lebenlangen Weiterbilden und Lehren immer mehr groß gehen an der Gesellschaft. Und das geht aber nicht, weil wir mit den alle Moyen das versuchen zu machen. Und dafür brauchen wir neue Moyen, wir brauchen mehr Rechte. Und das ist ganz banal, wir brauchen mehr Zeit auch für an Formationen zu gehen. Dafür fordern wir Recht auf Formation continue, Congé, eine Verbesserung von Congé individuell de Formation. Wir haben ein ganzes Konzept, wo eigentlich verlangen, dass man
eine Gestion paritär von der Weiterbildung hier am Land hätten, wo man auch zu 3 ein Charaktertripartit mit Vertreter von Staat, Patronat der Gewerkschaften gucken, was sind Kompetenzen, die gebraucht gehen, was sind die zur Verfügung stehen, wie kriegen die so angepasst, dass man da die bestmögliche Adäquation hätten. Dafür fordern wir ein Conseil national de suivi et d'évaluation von der Formation continue. Und an dem Sinn, und das tun wir auch schon ein Zeitchen, das weiß der Arbeitsminister auch, das tun wir auch an diesem Kontext auf unserem Förderungslösch, sind wir der Meinung, dass es wichtig wäre, dass eine Entreprise regelmäßige Bilanz sozial machen, wo sie gucken, was tun ich da für Leute, was brauche ich da mehr für Leute, wie müsste ich meine Leute auf den Weg kriegen von einer Umschulung oder Weiterbildung für den Defi von der Entreprise, wo man eben gerecht zu gehen. An die Bilanz sozial, das soll eine exakte Vision da geben von dem strategisch, wo sie nicht was brauche ich, an die soll eben noch gedeelt gehen und an der Co-Gestion abgestaltet an der Personaldelegation an den Häusern. Und das den doten Volet Travail, Arbeitsrecht, Arbeit von moi, den man hier wollte couvrieren und als Gewerkschaft, das ist ja normal, dass man so nicht, du hast auch wirklich eine von unseren Prioritäten. Und ihr wisst, dass wir uns nicht darüber reduzieren. Wir wollen eine mehr gerechte Gesellschaft, wir wollen eine bessere Welt eigentlich für die schaffenden Leute an ihre Familien. Und dazu gehört natürlich aber auch, dass man es als Gesellschaft gut aufstellen an der Tisch, dass man auch eine ambitiöse Budgetpolitik feiern und dass man aber auch eine sozial gerechte Steuerpolitik hat. Die Hummer aber nun einmal nicht als in Lützburg. Und dazu mir schon ganz lang. Und wir erwarten eigentlich, dass die nächste Regierung Schluss macht mit der Steuerungerechtigkeit, die wir haben. Und du real durchgreift. Und das geht natürlich nicht durch so, und wer Chidrin einfach Mannersteuern muss bezahlen. Weil wir brauchen aber auch einen sozial starken Staat, wir brauchen auch Moyen, und wir brauchen noch Steuerreserve, wie du wirst. Wir wollen noch einen Staat, den gut Investitionen kann machen an die Bereiche, die wichtig sind. Und natürlich muss man weiter investieren an die Education, ich komme noch drauf zurück, an die Gesundheit, an die öffentliche Dienste, an die Energie, aber auch für die Umwelt, wie wir wissen, an Digitalisation, an alles das, was die nächste Generation eben aufsichert. Und dafür brauchen wir auch Steuerresetten. Wir brauchen aber insgesamt mehr Gerechtigkeit an dem Steuersystem, den wir haben. Als Forderungen sind hier an den Bullet Points abgezählt. Das geht ganz lang, wenn ich echt die Fehler lese. Aber die könnt ihr selber noch lesen. Ich gehe kurz durch die Ideen. Barem von der Person Physik, da haben wir ein Phänomen von der Ungerechtigkeit dran. Wir wollen Männerbesteuerung bei den ältesten Löhnen, eine Mehrbesteuerung bei den ersten Löhnen, an eine Flachung vom Mittelstandsbuckel. Dann hätten wir am Barem schon mein sozialen Arrangement. Wir sind noch immer, auch da, das ist keine Überraschung, für eine Adaptation von Barem und Inflation. Wir sind noch immer für den Automatismus von der Adaptation. Das war immer fair und das Tripartit, das immer nur das Tripartit, das heißt, du ein bisschen rüberkommen, wie wenn das ein überraschender Moment wäre. Das tun wir immer gesund. Ich erinnere aber auch daran, die Tripartit, die da war, an die Adaptation von Barem gemäht hat, das war ja kein Tripartit, die soll Steuerreform machen. Das war nie der Auftrag und die Tripartit. Wir hatten trotzdem die Forderung, und war eben eine große Notwendigkeit an der Krise von der Kaufkraft, dass man abhalten mit dem Nettoindex klau. Und dafür mir gesagt, Madlo eine Adaptation von Barem. Wir haben nicht alles durchgekriegt, wir haben einen Teil durchgekriegt, aber es fehlt noch einen großen Teil. Und es fehlen auch notamment ein Loh von 2017 und 5,5 Tranchen an Barem, die nicht angepasst sind. Und darüber hinaus in Zukunft eben ein Automatismus. Wenn man von der Adaptation und Inflation schwätzen, dann gilt das nicht just vom Barem, das muss ich denke so tun, weil ich meine, dass viele Leute auch nicht so bewusst, gilt das auch für alle Steuerkredite. Weil wir 100 Euro
gehen da immer mehr an Steuerkredite so ein gut Sach also da sind Uti wo mir auch mat unterstützen da kann ich vieles machen über Steuerkredit salariieren die neue Konjunktur an den CO2-Kompensation und so weiter wann den sie nicht adaptiert und die Inflation da verlieren die auch ständig Wert an kommen immer Mann leider an den Genuss von denen Steuergeräte dafür auch do eine Adaptation und dann eben auf der anderen Seite eine konsequente Besteuerung vom Revenu vom Kapital weil du Hummer do besteht ja die eigentliche Großungerechtigkeit die ist ja nicht am Barem von der Person Physik erlangt aber die Hauptungerechtigkeit besteht ja do dran dass der Arbeit einfach viel Manner also viel mehr besteuert wird wie Kapital und das da muss Schluss sehen mir sie noch viel mehr Besteuerung auf die größten Fortunen das steht hier im Detail mehr dran mir wären also auch gegen weiter Steuerreduzierung von den für die Entreprise wir sind noch damit dass ich einen Analyst nicht mache vom Impact von den Steuerreduzierungen die von dieser Regierung gemäht gesehen haben noch vier drohen wir brauchen eine starke Investitionspolitik da tun ich gesucht und dafür brauchen wir auch budgetäre Regeln in Europa weil aber auch als Lützburg die dem angepasst sind wir müssen endlich all die Investitionsdepensen aus dem Kalkül vom Defizit budgetäre rausrechnen sonst kommt man nie dahin dass man können so wir machen als Landloben fit abrat für die nächsten Generationen die Aufsicherungen zu gehen wir haben noch halt Steuerklasse in A abgeworfen, weil das ja ein da am A an die ungerecht geht, wie von allen Monoporantoren, Witfrauen, Witmänner, die auch muss aus der Welt geschafft gehen. Da sind wir bei dem Thema von der Inegalitäten an einer Gesellschaft. Wir sind effektiv der Meinung, dass eine Politik so Stromose lässt, ja, wie hat sie dann gegen die Inegalitäten, wie hast du gegen die Inegalitäten vergangen? Und hat sie fertiggebracht, eng Situation vom Land auf Leid Manner Inegalität zu machen oder nicht an da das leider nach ganz großen To-Do an dafür haben wir da doch heirem abgeworfen wir haben immer noch du brauchst nicht drüber zu gehen weil das machen wir am Panorama Sozial von der schon die Salarié ein Monte von den Inegalitäten massiv immer noch ganz viele Prekarität Leid an du alte Indikatoren weisen das immer rum haut wollte man nicht Statistiken auspacken mit du gehört eine Reihe Sachen die du gehend kann machen schon viel vom Mindestlohn geschweizt natürlich können den das auch heute erwähnen mit du geht aber 400 drin da sind die Leute die ja prekären Situationen sind an du zugehört eben auch prekär Arbeitsverhältnisse da sind die nämlich Aufsicherung gehört da sind die junge Leute wenn sie von der Schule kommen an den Arbeitsmarkt gehen mehr Chancen gibt fast Arbeitsverträge dass die sich auch können eine Prä-Listen einer Bank an hier dürfen können aufbauen du geht aber auch darum zu suchen dass Leute die an der Chômage gefallen sind dass die besser aufgesichert sind dass der Periode maximal von den Chômage-Annuitäten verlängert wird. Weil wir haben ein Problem, wir haben niedrige Chômage, zuletzt sind wir ja alle gute Stolz drauf, wir können noch viel besser machen. Also das Problem bleibt aber bei den Langzeitchômeren, die da haben wir wirklich einen hohen Taux und dafür muss ich auch da es gegen den Rufrutschen von denen betroffenen Leuten machen. Und dann haben wir kleine Outils wie Allocation wie cher halt Lützeburg die gut sind dass es gut aber da müssen wir die auch aufpassen wir müssen die erhöhen wir müssen die adaptieren regelmäßig wir müssen aber auch dafür sorgen dass mehr Leute an den Genuss kommen von der Allokation wie cher an das wir da Anpassungen haben mit das Kapitel wo man also wirklich ob die Schwächste dann konzentriert tun ob denen Instrumente die man da können erholen das zieht sich schon eigentlich durch den ganzen Papier. Aber wenn wir bei der Kaufkraft sehen werdet ihr schnell überraschen dass man Kapitel zum Index haben auch du wird den Inhalt ja auch nicht überraschen dafür erst noch ganz kurz das ist quasi Satz das und war und bleibt eine Rotlinie für den OGBL als ein Indexmechanismus
Ich brauche auch Haut nicht mehr lange Brit darüber anzugehen, für was dir wirst aber, dass den Index ein Deal ist von diesem ganzen Lohnstruktur hier am Land, an die wir haben alle Guten erlebt an den letzten Jahren, wie wichtig es daneben ist, dass sie nicht von denen Pille kann angreifen, dass die anderen da matt rutschen. Dafür bleiben wir am Halle fest im Indexsystem. Es soll also nicht manipuliert gehen, nicht moduliert, nicht reportiert, nicht aufgesehen, nicht gedeckelt, nicht was die lechtesten Gedanken da sind, die da gehen, nicht der Wurkopf manipuliert. Nein, es soll bleiben wie ein Asa, wir sind für ein Indexsystem. Dann haben wir an der Schmenge, dass das ein wichtiges Thema gibt für die Regierung von moi an Aisalgoe, ein Kapitel über die Sécurité sociale. Leider kriegt das auch an der gesellschaftlichen Debatte oft nicht die Unerkennung an die Wichtigkeit, weil das da vielleicht nicht so konkret ist und so fassbar ist, wie wenn wir über den Index streiten oder über die Steuerpolitik. Aber hier geht es um etwas, was auch zum Wohlstand von unserem Land beifährt. Und es geht um etwas, was so wichtig ist und also auch immer so lange differenziert wird par rapport zu anderen Ländern und auch immer möchte. A Covid hat da jetzt ja gewiesen, wie gut mir aber rein von dem Punkt von der Aufsicherung, von der sozialen Aufsicherung von Leuten, was kommen sie par rapport zu anderen Ländern. Und dafür und die Regierung, die lo am das, an nun all kommenden Regierungen, einen warmen Appell, einen ganz wichtigen Appell, los da ist nicht den System, die starke System, die wir heute demontieren. An denen uns ausbaufähig und das viel zu machen. Wir haben ein öffentliches System von der sozialen Versicherung, der wichtig ist, den hochqualitativ ist, den auf dem Prinzip von der Solidarität basiert, an denen sie garantiert wird, immer garantiert wird, dass man besser durchstehen, wie das auf allen anderen Plätzen von der Welt ist. Und dafür müssen wir darunter erinnern und darunter festhalten. An das System wird attackiert, da kommen Attacken, da sind da schon am Gangen. Und du musst mal es vermunden und du wirst mir es aber voll durchgehen. Wir schwätzen von der Prestation familial. Wir haben ja gut Prestation familial. Das aber auch Bedarf zu verbessern, weil ihr wisst, ihr Wert verloren zwischen 2006, wo sie desindexiert gehen, und 2021, wo sie reindexiert sind. Du siehst ganz viele Jahre, wo Familien mit Kindern Moyen verloren haben. Wo man auch immer der Risiko der Pauvreté ist am höchsten bei der Familie mit Kindern, am allerhöchsten bei den Monoparentoren. Ja, du hast Nachholbedarf. Auch die Geschichte, dass man nach immer eine Diskrimination haben zwischen Kannergeld von den Kanner von Residenten und von Frontalien, alles nicht zu leben, aber auch selber nach immer so, als ein Nachholbedarf wichtig. Das ist auch wichtig, dass man hier von der Organisation von der Prestation medikal schwätzen. Das ist wichtig, dass man von der Maladie professionelle schwätzen, dass man da eine Unerkennung von neuen also von den psychosozialen Risiken auch kreieren an der Frage von der Maladie professionell. Mir war das wichtig, dass man vom Teletravail schwätzen machen, dass man gerne eine Harmonisierung hatte von allen, was Sécurité sociale, natürlich auch was Steuern belangt, von allen schaffenden Leuten zu Lützeburg, natürlich auch von den 3 Nuppisch-Ländern. Aber was aber wirklich den Top-Thema wird gehen von der nächsten Zeit an der Wissheit, dass es wichtig ist, dass wir ein Pensionssystem behalten. Und da gehen die Attacke ja geritten, sie gehen ja los. Du will mir einfach daran erinnern, dass wir eben ein gutes Pensionssystem haben, auch von den besten weltweit. Und dass das System auch haut absolut serein ist. Und der Carlos ist ja nur, und dafür mehr in Detail zu gehen. Wir haben noch immer ganz 24 Milliarden Reserven. Wir brauchen nicht denen zu leben, die als andere und so. Wir kommen da an eine Rentemauer ran. Die ganz Schwarzmalerei, die gemacht wird, an die auch schon matt gedroht wird, am Debat Politik und so, an der öffentlichen Debatte, du hast ja schon quasi jeder akzeptiert, dass also ein Pensionssystem nicht mittragbar ist. Ja, das ist nicht wahr. Und auch das muss eine richtig Gestalt geben. Wir haben einen guten, einen starken öffentlichen Pensionssystem. Und die muss verteidigt gehen. Und wir werden an Nujibel das machen. Und ich habe das schon an der Pressekonferenz vom Nationalen Vorstand gesagt. Wir werden das so machen, wie wir da Frankreich mit unterstützt. Von der ersten Minute bis die letzte Minute, überall da, wo es notwendig geht. Wir für alle, ich muss Ihnen mal erklären, dass wir ein ganz starkes System haben, wo am Moment
kein Grund gibt zu der Schwarzmalerei, die gemacht wird. Und das kann mir, das geht immer rumprobiert. An all Chaos, also an der Vergangenheit, als gesucht gehen, muss drüber. Und so geht es nämlich weiter. Und wir kommen da an Labyrinthen, mit unseren Reserven, mit unserem Pensionssystem. Immer als der Tote passiert. Und nie hat es sich bewahrheitet. Dass all die Prognosen und Projektionen, die gemäht gesehen an der Vergangenheit, auch 2012, wo die Lastpensionsreform gemäht gehen ist, die waren auch falsch. Auch die haben sich schon 10 Jahre als falsch herausgestellt. Und trotzdem hat eine Pensionsreform gemacht, wo wir alle Guten und all die Jungen, die neues Schaffen gekommen sind, schon Verschlechterungen werden erleiden. Und trotzdem hat eine Pensionsreform gemacht, wo eine ganz Reihe Sachen schon Remisten aus der Welt geschafft gehen, weil es Verschlechterungen sind. Und auf Basis von falschen Projektionen. Und nun wollen sie als der Drümmenkehr jubeln, dass alles wird schlecht ausgehen und dass man muss und das System gehen. Es tut keinen die Kristallskugel, auch dazu immer für Prognosen zu machen bis 2070. Das soll ich noch nicht machen, und das falsch zu machen. Wir sollen gucken, unser System am Equilibrium zu halten, und es soll gut funktionieren, dazu stimmen auch, und da werden wir auch alles machen. Aber an den Tag, wo ich gesagt wir kommen an Engpass, da haben wir eine ganze Batterie und Propositionen. Wir sollen nicht mit einer Wahrsagerei im Bereich von der Science Fiction als Haut so, wir müssen das Pensionsalter aufsetzen oder wir müssen den Jungen die Pension verschlechtern oder das Niveau von der Pension aufsetzen. Das ist manchmal am Bereich CQ Haut den Defi. Dafür steht ja doch kurz Zeit dran an einem Bullet Point, du wirst noch ganz viel von uns kommen. An den zweiten größten Defi, die leider an der Gesundheitspolitik, der Versorgung, auch da, was halt Pressekonferenzen nicht exklusiv dafür da, auch da das aber manchmal eine Challenge, den wir müssen als Gesellschaft ergreifen, weil die Gesellschaft lässt sich eben auch darum müssen, wie geht es der Materie kranke Leute, Materie pflegebedürftige Leute. Und da haben wir bislang immer ein ganz gutes System gehabt. Auch den beim solidarischen, öffentlich finanzierten Gesundheitsversorgung beruht, den als eben auch garantiert, dass wir hochqualitativ Soin haben, für jeden, die selbst sind. Das ist das Allerwichtigste. Das nicht den sich das College besser behandelt wird, wie den sich nicht College will. Und da will mir nicht hin. Also das ist etwas, was mir nicht gut fand. Und da wäre mir also auch gehen. Und da warnen wir für drin, dass man nicht sollen da hinkommen. Und dafür halten wir an diesem System fest, den aber sicherlich auch Verbesserungs wo vieles zu machen gibt, an die Sache schreiben wir eben ab. Wir brauchen eine bessere Organisation von der Chirurgie ambulatoire. Es gibt schon Jahre gesagt, muss mehr ambulant gemäht gehen. An Hand und fehlen an Strukturen. Die Strukturen sollen zum Sektor Hospitalier gehören, die sollen nicht einem Privatkapital gehören. Das ist ganz wichtig. Wir wollen nicht, dass alles öffentlich Gelder an von Investisseuren fallen, die man da dieser Gesundheit ein Business machen. Das ist etwas, wird mir als total lehnen und immer gemacht und noch Werte weiter wirren. Wir brauchen aber eine Organisation, eine optimal von der ambulanten Chirurgie und Behandlung. Wir brauchen auch ihre Rahmen besser, gut, so dass sie die Möglichkeit kriegt, ein Rendezvous zu kriegen, wenn es notwendig ist, also nicht übertrieben, aber da wo es muss sein, an einem Zeitraum, der raisonabel ist. Wir brauchen die an einem Sektor Hospitalier, aber wir brauchen die nicht an den Händen von ausländischem Kapital. Das ist als Position, und da braucht man sicher, also du gibt sicher ganz vieles, was zu verbessern ist. Wir brauchen noch mehr Spidolsbetter, Covid, da ist das gewesen. Wir brauchen noch mehr Pflegepersonal, auch da hat Covid da ist gewesen. Du hast auch etwas zu machen. Also den leidiges Thema von Urgenzen, ich meine, jeder hat das Flammen, das bedeutet aber nicht, dass es besser ist. Wir gehen in vom Kotebüro, eine Struktur hospitalier. Das bedeutet einfach, hier kommen wir gucken, wo kann ich das System verbessern. Vielleicht braucht man mehr Mesomedikalen, dann besser organisiert Mesomedikalen, dass die schon können auffangen, all die Fälle, die nicht müssten an der Urgenz landen. Ihr wisst, wo wir das schwätzen. Wir brauchen noch ein Tiers Payant oder PID, wie ein Haut heißt.
den auch die Leute ermöglicht, eben wenn sie krank sind, können gesund zu gehen, gepflegt zu gehen, und nicht aus finanziellen Gründen müssen auf eine Gesundheitsversicherung verzichten. Wir sind also gegen alle Privatisierung. Ich muss mich schnell machen. Denn Logement ist natürlich auch dran. Ja, schlimm. Also schlimm. Ich meine, du kannst da als ganz Positionen, dass effektiv versucht gehen, jahrelang von Regierungen und Regierungen, die Krise irgendwie zu lösen. Ja, du musst die nächste Regierung da wieder die Krise lösen. Gell? Wir brauchen einen wirklich endlichen Brems bei den Loyern. Leider sind Lokatare noch immer die am prekärsten sind am meisten betroffen sind von der ganzen traurigen Statistiken auch über Armut und Prekarität. Die Loyer sind aber auch die am meisten an Blut gehen. Und wir brauchen ein Plafond. Und zwar seriös, nicht wie die, wo du viel gesehen hast, mir den Lebenskosten Rechnung dreht. Das geht es nicht. Das geht man durch den Plafond. Wir brauchen seriös Impôt foncier. Also in die wirklich auch Progressivität von eine Progressivität beinhaltet, die wirklich guckt, wer besitzt, wie viel dann mehr besteuert muss gehen. Und die soll auch direkt kommen, dann 10 oder 15 Jahren muss wirken, also Zeit. Wir brauchen mehr Logement abordable, wir brauchen ein Klimawohngeld, wir brauchen das sind die 3 großen Achsen, die am Logement dort proposieren werden. Wir brauchen, wenn wir immer von der Gerechtigkeit schwätzen und der sozialen Inegalitäten, da gehen sie leider in unserer Welt ganz frei viele von uns wissen das, weil sie selber keine haben, die eine Schule geben, wo man dann direkt miterleben. Wir haben leider ein Schulsystem, die die Inegalitäten nicht aus der Welt schafft. Vielleicht sogar noch zum Teil fördert zwischen den sozialen Kuschen von den Leuten an. Und du brauchst mal ein Paradigmenwechsel. Wir brauchen wirklich ein System. Changement dem Dutten anberät an Chancengleichheit für jeden auffeiert. Die Hummer aber nicht, das ist jedem bekannt. Und das geht natürlich nicht dadurch, dass man mehr Privatschulen an die Welt setzen und dann gucken wir mal, was geschieht am Benchmark. Okay. Mir geht natürlich schon nicht dadurch, dass man mehr Konkurrenz zwischen den öffentlichen Schulen machen und dass man Karrieren bradieren und das immer wie billig machen und sein zu gehen und am anderen bezahlen. Wir brauchen mehr, als Gesellschaft muss man mehr Wert legen auf das Handwerk. Alles das, als auch schon oft von uns gesagt gehen. Und das alles soll natürlich geschehen an einer Welt, wo kein Unterschied mehr gemacht wird, ob es ein Mann oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen ist. An einer Welt, wo es stark öffentliche Denkschlichtungen gehen, an eine starke Gesellschaft, die nicht privatisiert oder liberalisiert, agogo, und dafür haben wir auch die Kapitel Service Public. Ich meine, denen sind in aktuellen Zeiten mega wichtig. Könnt ihr alles nur lesen. Ich gehe um sehr wieder merkt, ich muss sprengen in der Zeit. Bei dem Kapitel Service Public so wir alles von den öffentlichen Denkster, der Wertigkeit, die sie dann auch an der Covid kriegt, dann die Unerkennung, die sie aber Hand drin nicht kriegt, die Privatisierungsfrohen. Mir einen Satz erlaubt man just zu der Froh vom öffentlichen Dienst. Den UGBL ist auch zuständig für Leute, die am öffentlichen Dienst beim Staat schaffen. Und mir gehen nicht mal und der Verhandlungstisch gelos, muss ich sich vorstellen. Das heißt, du gibt der Kollektivvertrag allein zwischen einer Gewerkschaft und einem Minister, einem Minister verhandelt. Du fordere mir noch dummer, da muss schließlich an der nächsten Mandatur, dass nur UGBL kann die Bestimmungen von den Leuten verhandeln. Weil wir darauf halten, weil wir Tausende Leute tun, weil wir große Sektoren, die direkt von dem majoritär sind, und wir haben ein Recht darauf, das eine Frau von Branger Demokratie mit den hier Konditionen zu negozieren. Und dann geht man an, verschiedene Sachen ernst negozieren, aber geht für mehr Gerechtigkeiten an Karrieren Versicherung ranzubringen, an Anfangsgehälter Versicherung noch da ein bisschen rückzusetzen. Mir das steht halt im Detail dran. Und alles Ideen, Visionen, unsere Arbeit, unsere Aktivitäten als Gewerkschaft, die gehen natürlich nicht mehr dann, wenn Gewerkschaften das hergeholt gehen, aber wir eine Stärkung von der Gewerkschaftsrechte haben.
an die brauchen wir gehen immer mehr ausgeschlossen leider auf vielen Gremien gehen gilt schon keine Besetzung mehr also das gilt eigentlich schon für Patronat mir schwarze für Eiszeit gehen immer mehr Gremienberuf wo eben keine Kogestion als Sozialdialog besteht wir gehen an x Hochkomiteen an Arbeitsgruppen nicht mehr konsideriert den letzten Beispiel war den Komitee du Travail Féminin wo die Gewerkschaft seit soll ersat gehen durch Vertreter von der Zivilgesellschaft an man da gesucht kriegen der zieht ja wir brauchen aber als gewählte Vertreter von der Leute als institutionalisiert Platzen auch da wo man bis immer konnte schweizen auch noch nach Mai und dafür brauchen wir eine Verbesserung von der Gewerkschaftsrechte auch für Personaldelegierten und Terra dass die auch mehr können man schwätzen auch für Eis an der großen Verhandlungen und da steht auch den Detail am Text dran. Voilà, schalen op, weil es einfach zu viel ist. Wir haben uns vorgestellt, wie geht das an einer kleinen Pressekonferenz? Mal ja nicht, mir kommen gerade an einer Dreiviertelstunde. Froh das Thema Klimawandel ist nicht als einzelne Kapitel, da das bewusst von uns, weil es ein Thema ist, was als nirgends ruhig kann lassen. A keinem Kapitel. Und dafür findet sich an allen Kapiteln das ist ein transversales Sujet, wenn ich so will, die als Anpassung von uns alle gut an unsere Politiken, an dem, was wir machen, für Klimawandel viel zu gut, für die Pariser Klimaziele anzuhalten und dazu stimmen also Gebel. Die betrifft sowohl das Logement, wie die Arbeit, wie die Steuern, wie das Schulsystem, wie die Santé, wie die Secu. Das ist überall wo. Und dafür finden sich flächendeckend transversal an alle Sujets. Nicht, dass der Menge lo, das wäre mir nicht wichtig. Und ja, dann für den Rest, wir müssen darauf resümieren, habe ich aber ein paar Sujets und das war kein anderes Exerzice wieder gesehen. Sorry für das Langt und großen Merci für die Geduld und los immer du für die Freude.